Ihr wollt ein Loch bohren und ihr wisst nicht, ob da eine Stromleitung oder vielleicht ein Wasserrohr liegt. So, dann gibt es zwei Optionen. Entweder man geht auf Risiko und hofft, dass man nichts trifft. Oder Man nimmt den neuen GMS 12027, den wir euch heute vorstellen. Hi, ich bin Mona. Ich bin der Roland. Und heute dreht sich alles um den GMS 12027. Der ist nämlich unser neues Einsteigermodell in der Detektionswelt. Für was steht GMS 120? Gewerblicher Multiscanner, maximale Messtiefe 120 mm, unsere zweite Generation. Mona, was macht denn ein Detektionsgerät? Gute Frage. Das hilft uns, Objekte hinter der Wand zu finden. Und welche Objekte wären das? Im Fall vom GMS 12027 sind es zum einen Metalle, zum Beispiel nicht magnetische Metalle wie Kupfer, das findet es bis zu einer Tiefe von 120 mm, oder magnetische Metalle wie Eisen, das findet es bis zu einer Tiefe von 100 mm. Aber auch spannungsführende Leitungen, auch ganz wichtig, will man ja auch nicht treffen, das findet es bis zu 50 mm Tiefe. Und dann haben wir hier noch den Holzknopf, da kann man zusätzlich Holzbalken, zum Beispiel hinter einer Trockenwand finden, bis zu 30 mm tief. Ja, und es zeigt mir nachher auch an, ob es metallisch magnetisch oder nicht magnetisch ist. Es zeigt mir an, ob es spannungsführend ist und er zeigt mir an, ob es ein nicht metallisches Material Ganz genau. ist. Ja. Und jetzt schauen wir das Ganze mal in der Praxis an. Genau. Dazu schalten wir erstmal das Gerät ein. Und dann sehen wir gleich, dass hier dieses spannungsführend und metallsuchend angezeigt wird. Genau. Das lässt sich auch nicht ausschalten. Das heißt, das Gerät findet wirklich immer spannungsführende Leitungen und Metalle. Und es hat ein zweites Icon, da ist ein Holzbalken drauf. Den schalte ich aber nur ein, wenn ich auf einer Trockenbauwand arbeite. Hier ist wirklich ganz wichtig, dass ich Holzbalken finde, habe ich einen ganz sensitiven Sensor hinten dran. Und wenn ich den auf einer anderen Wand verwende, dann findet er zu viele Objekte, die ich eigentlich gar nicht finden möchte. Deswegen Holz immer nur anschalten, wenn ich wirklich auf einer Trockenbauwand nach Holz suche. So, ich schalte es aus, weil wir fangen bei Metall an unserer Demowand. Bevor wir aber starten, sollte man darauf achten, dass man zum Beispiel... Guter Punkt, sowas wie Ringe oder Ketten auszieht, weil da ist einfach Metall drin. Ich möchte nicht meinen eigenen Ring finden, ich möchte ja die Objekte in der Wand finden. Ja, ich habe schon die Hand am Handy, das legt man auch. Smartphones weglegen, auch das kann Störsignale haben. Ja. Dann nehme ich das Gerät nicht hier oben, sondern hier an der Griffmulde. Die hat auch so einen gewissen Schutz dran, dass ich da nicht mit den schmutzigen Händen drüber komme und vielleicht die Wand auch verschmutzen würde. Dann gehen wir unsere Testwand. Ja, das sieht man, das ist keine reale Wand, das ist so eine Testwand mit einem Armierungseisen, Holz und spannungsführende Leitung. Und wir starten einfach mal hier an diesen Armierungseisen. Genau, jetzt hast du schon das erste ganz richtig gemacht und zwar das Gerät ganz an die Wand gesetzt. Das ist ganz wichtig, dass das auch wirklich gut detektieren kann, also nicht diesen Abstand lassen. Dann fahre ich langsam Richtung Metall. Genau, und jetzt sehen wir schon, hier ein Ring baut sich auf. Je mehr Ringe, das sind die Signalringe, desto stärkeres Signal nimmt das Gerät wahr. Und auch der Ton, das ist wie so ein Parksensor beim Auto, dass der immer ein bisschen lauter wird, ein bisschen häufiger. Und jetzt ist wichtig, ich fahre erst einmal über das Objekt drüber, Okay. bis es wieder grün wird. Und dann fahre ich zurück. Erst dann habe ich die ganzen Informationen, die ich zum Objekt brauche. Genau. Und weiß ganz genau, wo das Center vom Objekt ist. Das Center wird jetzt auch angezeigt über diese 4 Pfeile. So, und ich habe schon einen Bleistift parat. Das heißt, ich kann mir jetzt hier entsprechend eine Markierung machen, kann auch den Ton ausschalten, wenn mich der stört und kann dann weitergehen mit dem. Halt, eine Sache muss man beachten, nachdem man angezeichnet hat und weiter detektieren möchte, nimm es einmal am besten von der Wand und setz dann neu auf. Der Grund dafür ist einfach, wenn du mit dem Stift durch das Loch gegangen bist, das hat auch Signale, das beeinträchtigt auch das Gerät. Das heißt, wir wollen hier nochmal von 0 anfangen und deswegen jetzt können wir weitermachen. Grün, man sieht, hier ist noch nichts. Wir finden auch den Holzbalken nicht. So, jetzt wird's rot. War nicht angestalten. Jetzt wird's rot. Das heißt, hier haben wir wieder ein Signal. Die Signalringe bauen sich wieder auf. Ich mache den Ton nochmal an, das kurz. Genau. Vielleicht fährst du noch einmal drüber, bis es grün wird und dann nochmal zurück. Genau. Und dann haben wir hier, auch wieder das Center von unserer spannungsführenden Leitung. Genau, und ich sehe das jetzt auch, dass es spannungsführend ist mit diesem Spannungspfeil. Ne? Genau. Wollen wir auch noch den Holzbalken suchen? Ja, unbedingt.
Holzbalken tatsächlich ist das Einzige in der Wand, was ich nicht suche, damit ich nicht reinbohre, sondern wenn ich was Schweres aufhängen will, wie zum Beispiel den Küchenschrank, dann will ich explizit diesen Holzbalken finden. Also deswegen. Ich schalte den Sensor dazu, ne? Einmal so fahren, das war noch die spannungsführende Leitung und jetzt bin ich bei, auch das Icon zeigt mir das an, nicht metallisch. Ganz genau. Ja. Und der Sender ist genau hier. Ganz genau. Und kann mir auch hier die Markierung machen. Wenn gewünscht. Ja. Ja. Jetzt denkt noch an die Kreuzmessung, nennen wir das. Das heißt, auch einmal von oben nach unten und wieder zurück, weil das kann ja auch eine spannungsführende Leitung entsprechend horizontal sein oder auch eine Wasserleitung oder sonst etwas. Genau, man soll ja immer über das Objekt drüber fahren. Wenn ich nicht weiß, wie es in der Wand liegt, mache ich einfach beide Optionen, dann bin ich sicher oder sicherer. Haben wir hier noch ein robustes Design, also ist wirklich für den Handwerker auch ausgelegt. Ja. Genau, mit einer IP-Schutzklasse 5.4. Das heißt, es eben, wie du sagst, für den Handwerker, wir wissen auf dem Bau, da kann es auch mal staubig und nass sein oder für Spritzwasser und so weiter, ist wirklich dann abgesichert. Ja, und das war es eigentlich von der Praxis her. Den neuen GMS kann ich nicht nur mit Standardbatterien betreiben, ja, wie hier 2 AA-Batterien, sondern ich kann in Zukunft auch unseren Akku verwenden, den wir schon bei den Laserentfernungsmessern einsetzen. Einfach die 2 Batterien rausnehmen, den Akku entsprechend einsetzen, Klick und dann habe ich die Möglichkeit, Lasche öffnen, ist ein USB-C-Anschluss, stecke ein und kann entsprechend laden. Ja, cool. Und jetzt bleiben wir gerade mal auf der Rückseite. Hier oben haben wir nämlich noch so einen QR-Code, auf dem steht Scan mich. Und jetzt, Roland, du kennst es. Wenn ich mal die Bedienungsanleitung brauche und da was nachschauen muss, dann habe ich die einfach oftmals nicht dabei. Und schon gar nicht auf der Baustelle, da habe ich ein Smartphone dabei. Ne? Genau, und deswegen haben wir jetzt für euer Smartphone den QR-Code dabei. Und wenn man da drauf geht, dann findet man häufig gestellte Fragen und natürlich die Antworten dazu, die Bedienungsanleitung, aber auch kurze Videos, die mir einfach das Gerät ein bisschen erklären und mir somit die Hilfe, die ich brauche, dann gebe, wenn ich sie auch brauche. So Roland, jetzt hatten wir es vorher schon von den Ringen, die man ausziehen soll, das Handy, was man weglegen soll. Gibt es noch irgendwie was anderes, bei dem du sagst, auf das muss man wirklich achten, wenn man mit dem GMS 120/27 arbeitet? Ja, auf jeden Fall. Wir haben vorhin nach einer Stromleitung gesucht und da muss man darauf achten, dass da auch Strom anliegt. Ja, das heißt, dass zum Beispiel das Licht eingeschaltet wird. Ansonsten erkennt er keine spannungsführende Leitung, sondern einfach nur eine Metallleitung, weil es ja eine Metallleitung ist. Ja. Und dann darauf achten, dass man nicht gerade Handschuhe trägt oder auf der Leiter steht oder Schuhe mit Gummisohlen, weil dann habe ich eine schlechte Erdung und das hat auch Auswirkungen auf mein Ergebnis. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Phasenprüfer vom Elektriker. Da ist das genau das gleiche Thema. Okay, ja, guter Punkt. Eine Sache, auf die muss man, glaube ich, auch noch achten, und zwar, wenn man an einer Betonwand arbeitet. Da sind oftmals Armierungsgitter drin. Und damit das Gerät sich darauf einstellen kann, sagen wir, bevor man jetzt hier nach links und rechts misst, soll man erst einmal einen Kreis machen, dann weiß das Gerät, okay, hier ist ein Armierungsgitter, stellt sich darauf ein und dann kann man ganz normal weiterarbeiten. Ja, ich denke, das waren die wichtigsten Hinweise. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne einen Kommentar. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da freuen wir uns. Und abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Genau, bis bald. Bis bald. Takeouts. Ihr wolltet etwas an der Wand befestigen und ein Loch bohren. Ihr wisst aber nicht, ich muss nochmal. Ihr wolltet etwas an der Wand Ihr wollt ein Loch bohren und wisst nicht, ob da eine Spannungsleitung ist. Ihr wollt ein Loch bohren und wisst nicht, ob da eine... Es wird heute nichts mehr. Das wird. Jetzt atme ich einmal durch, das wird. Einmal durchatmen. Und das gibt gleich die Takeouts. Muss aufpassen. Da gibt's genug schon, ja. Hi, ich bin die Mona. Ich bin der Roland. Und heute dreht sich alles um GMS 120/27. Der ist nämlich unsere neueste Edition-Tüte. Wir müssen es nochmal. Hi. Sorry. Kann ich einfach nochmal oder muss ich nochmal? Gute Frage. Ich brauche kurz. Alles gut, danke. Wie zum Beispiel eine Holzunterkonstruktion, wenn ich genau da einen Küchenschrank festmachen will. Ja, ist ein gutes Beispiel. Und die Messtiefe 120 mm bezieht sich auf alle Materialien?
Nein, aber das wollten wir später sagen, oder? Ich dachte. Ganz genau. Und deswegen haben wir hier alles zusammengefasst mit häufig gestellten Fragen. Was war jetzt das? So, ich denke, das waren die wichtigsten Hinweise. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt uns gerne in den Kommentar. Und abonniert gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.